Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Hälsel alias der Burgenmeister. Burgenlexikon. Halloween Special. Die ruhelose Burgherrin von Weißenstein. Willkommen zu einem besonderen Kapitel des Burgenlexikons, unserem Halloween Special. Die Geschichte der Burg Weißenstein und die tragische Legende der ruhelosen Gräfin, die noch heute in den Schatten des Bayerischen Waldes umhergeht. Geschichte der Burg Weißenstein. Hoch über der Stadt Regen, auf einem markanten Felsrücken des sogenannten Pfahls, thront die Burgruine Weißenstein, einst eine der größten und bedeutendsten Burgen Ostbayerns. Ihre Ursprünge reichen wahrscheinlich bis ins 12. Jahrhundert zurück, vielleicht sogar in die Zeit um 1100, als die Gegend um das Kloster Rinchnach erschlossen wurde. Errichtet wurde sie vermutlich von den Grafen von Bogen als Ministerialensitz in ihrem Herrschaftsgebiet. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1244, als Castrum in Weizenstein. Nach dem Aussterben der Bogener Grafen fiel die Burg an Herzog Otto II. Von Bayern, der sie den Rittern von Degenberg übertrug. Diese bauten Weißenstein zum repräsentativen Mittelpunkt ihrer wachsenden Macht aus. Im Böcklerkrieg 1468, dem Aufstand der Degenberger gegen den Herzog Albrecht IV., wurde die Burg jedoch belagert und stark zerstört. Pfeileisen und Armbrustbolzen, die man bei Ausgrabungen fand, zeugen bis heute von den Kämpfen jener Zeit. Schon wenige Jahre später, 1474, erhielten die Degenberger ihre Besitzungen zurück und bauten Weißenstein wieder auf. So entstand die Burganlage, deren Überreste heute noch sichtbar sind. Nach dem Aussterben der Degenberger im Jahr 1602 übernahm Kurfürst Maximilian von Bayern die Burg. Weißenstein wurde Verwaltungssitz eines Pfleggerichts, doch im Dreißigjährigen Krieg plünderten schwedische Truppen die Anlagen und legten große Teile in Schutt und Asche. Im 18. Jahrhundert folgten weitere Zerstörungen und um 1764 stürzte bei einem Sturm schließlich die Südseite der Burg ein. Die Oberburg verfiel, während Teile der Unterburg weiter genutzt wurden. In der Romantik wurde Weißenstein von Malern und Dichtern wiederentdeckt, später leider auch als Steinbruch missbraucht. Erst Ende des 19. Jahrhunderts erkannte man ihren historischen Wert. Seit 1996 ist die Burg im Besitz der Stadt Regen, die sie zuvor durch Restaurierungen in den 1990er Jahren vor dem endgültigen Zerfall retten ließ. Baugeschichte und Architektur. Weißenstein liegt auf etwa 760 Metern Höhe auf dem schmalen, steilen Quarzrücken des Pfahls, einem geologisch einzigartigen Felsband, das den Bayerischen Wald durchzieht. Die Burg war eine typische spätmittelalterliche Höhenburg, deren Bauten sich, der Form des Felsgrats folgend, wie eine Kette aneinander reihten. Die Anlage war zweigeteilt. In eine Oberburg mit Wohn- und Wehranlage und eine Unterburg mit Wirtschaftsgebäuden, Stallungen und Kapelle. Die Oberburg. Ihr dominierendes Bauwerk war der fünfeckige Bergfried, der zunächst als Wehr- und Wohnturm diente und später als Beobachtungsposten. Er besaß einen Hocheingang und massive Bruchsteinmauern, teils mit Ziegelgewölben. Mauer- und Fensternischen zeugen von späteren Umbauten im 15. und 16. Jahrhundert. Der Mitteltrakt, ein viergeschossiger Wohnbau mit großem Saal, Kemenaten und Stuben, war das Herz der Burg. Dort fanden Empfänge, Gerichtsverhandlungen und Feste statt. Mehrere Latrinenerker an der Nordseite sowie ein heute verschwundener Südturm waren über Gänge verbunden. Die Unterburg.
Hier lagen der Nordturm, das Torgebäude, das heutige Fressende Haus, das Pflegamtsgebäude mit Amtswohnung, Stallungen, Garten und Kapelle. Archäologische Grabungen entdeckten 1997/98 einen Wirtschaftskeller und zahlreiche Funde wie Keramik, Werkzeuge, Geschützkugeln, Armbrustteile und Schmuckstücke. Stille Zeugen des Alltags auf einer Burg des späten Mittelalters. Die heute sichtbaren Mauerreste stammen überwiegend aus der Wiederaufbauphase nach dem Böcklerkrieg, also aus der zweiten Hälfte des 15. und dem 16. Jahrhundert. Hier noch einmal ein paar Ansichten der Burg Weißenstein. Bild in der Mitte ist etwa Anfang 20. Jahrhundert, links sehen wir den kräftigen Bergfried und rechts das Fressende Haus, den ehemaligen Torbau. Die ruhelose Burgherrin von Weißenstein. Vor vielen Jahrhunderten thronte auf dem Weißenstein im Bayerischen Wald ein mächtiger Graf. Jung, stolz und reich hatte er eine wunderschöne Edeldame zur Frau genommen. Doch hinter ihrer Schönheit verbarg sich ein kaltes Herz. Stolz, überheblich und unbarmherzig gegen die Armen. Eines Tages wandelte die Gräfin mit ihren Zofen durch die Felder, als am Wegesrand eine Bettlerin um Almosen flehte. 7 Kinder habe ich daheim, aber kein Stück Brot, bat die Frau. Die Gräfin aber lachte nur höhnisch. Dann hättest du keine Kinder empfangen sollen, wenn du sie nicht ernähren kannst. Da richtete die Bettlerin sich auf, die Augen funkelten und rief, die Frucht deines Leibes soll mich an dir rächen. Kurz darauf spürte die Gräfin selbst neues Leben unter ihrem Herzen, und der Fluch ließ ihr keine Ruhe. Sie ließ eine Zigeunerin kommen, die ihr die Zukunft weissagen sollte. Die Frau nahm ihre Hand und sprach mit düsterer Stimme. Ehe der Mond 7-mal voll wird, wirst du 7 Knaben gebären. Doch die, die nach dem Erstgeborenen kommen, werden dir den Tod bringen, nicht gleich bei der Geburt, sondern erst nach 7 Jahren. Entsetzt schwieg die Gräfin. Nur ihrer vertrauten Kammerfrau offenbarte sie das Geheimnis. Diese listig und ohne Gewissen riet ihr, wenn der Spruch sich erfüllt, dann musst du die Nachgeborenen beseitigen. Besser sie sterben, als dass sie dich töten. Die Gräfin, von Angst zerfressen, stimmte zu. Als der Graf in den Krieg gegen die Hussiten zog, gebar sie tatsächlich 7 Söhne. Die Kammerfrau sollte 6 der Kinder heimlich im Fluss ertränken. Doch in jener Nacht kehrte der Graf unerwartet heim. Er traf die Zofe am Fluss, mit einem großen Korb im Arm. Auf seine Frage, was sie da trüge, stammelte sie. Junge Hunde, die ich ersäufen soll. Der Graf stieß den Deckel auf und sah 6 winzige Säuglinge. Voll vor Zorn zwang er die Dienerin zu beichten. Alles kam ans Licht. Noch in derselben Nacht ließ er die Kammerfrau in den Fluss stoßen, rettete die Kinder und brachte sie heimlich auf eine ferne Burg, wo sie in Sicherheit aufwuchsen. Dann kehrte er zurück, als wäre nichts geschehen. 7 Jahre vergingen, als das Gelübde, das der Graf im Krieg abgelegt hatte, erfüllt war, und er kündigte ein großes Fest an. Ritter und Edeldamen füllten den Saal, als der Graf plötzlich aufstand und laut fragte, welche Strafe verdient eine Mutter, die die Kinder ihres eigenen Leibes morden will? Betretenes Schweigen, bis die Gräfin selbst von einer dunklen Macht geleitet sprach, eine solche Frau verdient lebendig eingemauert zu werden. Da rief der Graf, du hast dein Urteil selbst gesprochen. Ein Vorhang fiel, und vor allen Gästen standen die 6 Knaben, die sie hatte töten lassen wollen. Der Graf erzählte alles. Die Gäste flehten um Gnade, die Kinder weinten, doch die Gräfin sprach mit fester Stimme. Mir geschehe nach meinen Worten, möge ich hier auf Erden büßen, damit ich jenseits Vergebung finde. Sie wurde in eine Kammer unter dem Turm geführt und lebendig eingemauert. Der Graf verließ die Burg, nahm das Bild eines Hundes in sein Wappen und nannte sich fortan Graf Hund zu Weißenstein, zur ewigen Mahnung an das Geschehen. Seitdem, so erzählen die Leute im Bayerischen Wald, wandelt in stürmischen Nächten eine weiße Frau durch die Ruinen der Burg. Man sagt, es sei die ruhelose Gräfin, verflucht, ewig nach den Kindern zu suchen, die sie einst dem Fluss übergeben wollte. Und so wandelt sie,
ruhelos und verwehend wie Nebel, durch die Mauern der alten Burg. In den Nächten, wenn der Sturm über den Pfahl zieht und der Mond hinter Wolken flackert, soll man ihr leises Weinen hören, die weiße Frau von Weißenstein. Auf ewig verdammt nach den Kindern zu suchen, die sie einst dem Fluss übergab.